Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann lass Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag Lev Lückschert zu und unterwegs, da sind wir wieder. Ich weiß nicht, ob ihr in der letzten Woche der Podcast gehört habt, aber wir sind wirklich nicht fertig geworden. Ich hatte überlegt, ob ich heute wieder der Hermann als Blötschkopf begrüßen wollte, aber habe ich dann doch Sinn gelassen, damit es nicht langweilig wird. Wir haben in der letzten Woche angefangen, über die Schenkwörter zu sprechen. Das war ja echt viel. Wir haben probiert, das ein bisschen zu sortieren. Dann haben wir gesagt, das ging mit Aussinn und dann so um Sachen, was die Leute machen, suffe oder zu viel oder zu wenig sprechen. Und dann alles, was der Charakter angeht, dass sie richtig fies sind oder kniestig oder lahmarschig. Und dafür haben wir dann so Familie von Wörtern zusammengestellt. Vielleicht hat er das ein oder andere so ja ausprobiert in der Zwischenzeit. Ja, wir hoffen aber auch, dass da kommen wir aber sicher auch noch drauf. Der Kölsche kann ja auch ganz lieb sein. Aber das machen wir dann illig. Ich fange mal jetzt mit der Frau Lück an, damit die nicht zu kurz kommen, dass sie ausgeschanzt wird. Ja, das hatten wir letztes Mal auch. Wir haben ja sonst normal am Ende der Sprachkurs. Und diesmal, wenn wir die Wörter verklären, ist das alles der Sprachkurs. Deshalb machen wir dann jetzt direkt wieder den Ton und am Ende tun wir dann auch noch der Reihe die ganze Schenkwörter noch ein Singer aussprechen, dass man die wiederholen kann. Ja, das Ein-Mann-Orchester, der dritte, aufgepasst, jetzt wird Kölsch gelehrt. Fangen wir da direkt bei der Frau Lück an, so was das Äußere angeht. Für ein Beispiel ein Trampeltier. Ja, Trampeltier, das kennt man vom, wie heißen die Tiere? Ja, ist ein Trampeltier, ne? Ein bisschen schwerfällig, dass das geht. Oder die Waggelend. Ja, die Waggelend muss man nicht näher verklären. Der Blutenkopf. Ja, das ist vielleicht eine unfrisierte Wüste, wie das wir heute viel Junglück haben. Da meine ich immer, die hätten vergessen, sich zu frisieren. Aber ich bin ja auch nicht mehr jung, ich bin ja halt uralt. Kann ich sicher nicht mehr beurteilen. Dann gibt die Schmuddel. Die Schmuddel, man hört das schon, ist nicht ganz proper angetrocknet. Dann jedet noch Krönzel oder Krönzelsmatant. Dann habe ich nie verstanden, wieso Krönzel. Das ist doch eigentlich Obst, ne? Stachelbeere sind doch Krönzel. Stachelbeere, ja. Wie die, ob die Krönzelsmatant, die krönzelt sich, ne? Die hat hier Löckchen und da ein Löckchen und dann hat sie noch ein Bängelchen in der Haar drin. Ja, da hat sie sich etwas abgekrönzelt. Also ein Fraumensch, was ein bisschen abgladuniert ist. Ja, und dann hätte man noch ein knöselig Mensch. Knöselig, das hört man irgendwie. Das ist auch nicht ordentlich angetrocknet. Ne? Ist dann ein Krönzelsmatant dasselbe wie ein tapezierter Latz? Nein, ein tapezierter Latz, das ist eine schmale Hering. Ich meine, eine Frau, die überaus schlank ist. Ne? Vorderplatt und Hinterplatt, das ist dann ein tapezierter Latz. Und wieso ist die tapeziert? Ja, weil die Bunkkleid anhat oder Blüschen, weiß ich. Ja, dann hätte man noch das Lippenbill. Das Lippenbill. Schade, dass man das jetzt nicht sehen kann. 10 Pfund Lippe, ja, die Woche. Das könnte doch auch irgendwo im Lied für, ne? Das Lippenbill, das ganz gewöhnlich der Quadrille, ne? Ja, du kennst dich in der Altleder noch Jodus, obwohl du für mich noch erst jung bist. Okay, ich will dich hier aber nicht jetzt mich hier anklüstern, nicht, dass du das meinst. Ne? Dann kommen wir dann so, was das Sprechen angeht. Da gibt die Schratel, wo ich nicht wieder verkläre. Oder auch Schratelsmul, sagt man, ne? Ja, war dasselbe. Und dann Schwarzschnüss oder Schlabberschnüss. Ja. Das ist richtig gemein. Ich weiß was. Und dann hat er als gehotet Verdenz, ne? Der ihre Hunk ist verfahren wurde, der, ach, der, was ist der am Kriechen? Genug.
Boah, was kannst du das fies machen? Ja, und Schnatterer Denk ist dann auch so, ne? Hat er halt gesehen, die Frau Müller, hat er dann bei euch schon an, wo die das Geld her haben, ich weiß es nicht. Nee, doch, Ja. der losse Schnös beipassen, ne? Ja, ja. Das ist aber doch auch für Kerls, wenn die viel erzählen, oder nicht? Was war das? Losse Schnös kann man doch auch für eine Kerl sagen, ne? Ja, aber man sagt, die lassen in der Mol und fassen da fort, aber das ist wieder jetzt anderes. Ja, ich komme jetzt ganz unauffällig auf den Zufall. Da haben wir bei der Kerls allerhand gefunden. Und ich muss ehrlich gestehen, wir haben nichts gefunden, was auf die Frau liegt, passt, obwohl die Dr. Quavau, das kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt, die hat vor lauter Elend als Suppe angefangen. Das war dann ein Sufföl. Und damit sind wir auch halt am Eng mit dem Thema, was die Frau liegt angeht. Ja, ist vielleicht auch, weil die Frau lügt zu Hus süffele oder morgens alte Schabösche, was keiner sieht und nicht in der Wirtschaft, wo die Kerls sich dann zum Stammtisch getroffen haben. Ja, vielleicht auch das. Also Und die wenn Sprache kommt doch aus der Zeit, wo die Kerls dann in der Wirtschaft waren und die Frau lügt zu Hus. Ja, es war ja ganz schlimm auch. Ich weiß, die Kerls, die so von ja, da konnte man dann, für den Krieg war das noch, ich war ein Futzemensch, da kam, früher, das wurde ja gelöhnt, das wurde immer im Bar gelöhnt, Bargeld. Und da stunden die Hausfrauen schon an der Tür, an der Porz, wenn die Fabrik rauskamen und haben das Geld entgegengenommen, ehe dass die Kerls das in der Wirtschaft versoffen haben. Das geht ja heute nicht mehr. Heute wird ja alles nur noch überwiesen. Ne? Plastikgeld ist ja an der Tagesordnung. Also war das öffentlich gesüffelt und deshalb jede dann noch öffentlich die Schenkwörter dafür und was dann heimlich ist, da wurde ja dann nicht von gesprochen. Ja, so kann man es vielleicht nennen. Ja. Ja, und dann, was die Figur angeht, der eins hatte man schon über die Tapezite Latz. Da kann man auch sagen, ein Bundesstang, die ist so dünn, die kann sich ein bisschen still ausstrecken, ohne dass es einer sieht. Was schrecklich. Aber wenn sie zu dick ist, ist es auch nicht recht, ne? Ja, da kenne ich dann ja nicht so. Ja, doch, die hätte eine Fahrt wie eine Bohrerbahnhof. Ist natürlich nicht schön, ne? Aber so geht jeder Evans. Also Bure Bahnhof ist doch der Bahnhof von einem Bur. Wieso hält eine Bur eine Bahnhof? Ja, ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht können uns das, die uns so hören, uns das jetzt näher verklären. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass es Bates mit B anfängt, dass es sich einfach Jod anhören date. Ja, das geht Lautmalerei. Das haben wir öfters. Und dabei könnte man dann auch was knutschen und bützen. Ja, Moment, lasst uns das noch uns anhören. Ja, ich höre. Jedes Filmi-Ausdruck für Frauen, die zu dünn sind, das ist aber doch ungewöhnlich, ne? Ja, Rebbegespenst für ein Beispiel. Ne? Ja, aber das ist doch, höch weiß man doch, dass das viel gesünder ist. Ich dachte, dass es mir Ausdruck ja wie Putschblas für Frauen, die zu dick sind. Ein Putschblas ist immer ein Mann. Ah ja? Ja, also das ich jedenfalls sage, Frauen sind vielleicht was beleibt, aber doch kein Putschblas. Was sagt man dann für dicke Frauen? Das, ja, was sagt man dafür? Wenn es dafür kein Schenkwort gibt, dann möcht man ja denken, dass die Kölsche das gehen haben, wenn die Frauen dick sind. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, das hat sich ja sowieso gewandelt. Früher konnte man sagen, wenn die Leute arm waren, waren sie spindeldürr. Und die richtigen Leute, die Kerls hatten sich in ein Buch angefressen. Und heute ist es genau rumgedreht. Wenn man noch irgendwo ungesund lebt, da sind die Armlück dann dicker und die Leute, die dann die Füße haben, denen es gut geht, die passen auf ihre Linie ab, die sind schlank. Ja, und jetzt, was Poussieren angeht, das könnte es im Französischen, ist aber Deutsch, müssen wir nicht verklären. Ja, wie kann man da für die Frau sagen, dass sie für ein Beispiel Kerlsdoll sind? Das ist ja Negatives. Ja, das ich schon sagen. Ne? Die Kerlsdoll, die können keinen Mann
vorübergegangen sind, ohne dass sie im Lev Augen machen oder so jetzt. Aber Fötschesfüller seht man für die Frau Lück nicht, ne? Nee, das sind die Kerls, das hatten wir das letzte Mal, die Ja, ich weiß es. Fötschesfüller. Also die Ja. Frau Lück nur, weil sie das sich ausdenken, nicht weil sie aktiv werden. Ja, das kann man so sagen, denke ich. Also Kerls doll oder Kerls jeck? Ja, oder wenn sie ganz jung sind, sagt man, das ist ein jückisch Radieschen. Das ist doch lieb. Warum Radieschen? Ja, die Radieschen, ne, die sind ja rot. Und warum sind die rot? Dass sie so klein sind, naja, und so scharf. Wahrscheinlich so. hängt damit zusammen. Jöckisch Radieschen, was süß. Oder Rösig, ne? Ganz normal. Oder rösig, ja. Das sieht man auch für Beize, für Kerls und für Frau Lück, ne? Ja, kann man so sagen. Und wenn sie dann, die ja auch Gegenteil von Frau Lück, die ja jetzt genannt sind, das ist dann, ja, Eckschäfchen. Chinant ist auch so schön französisch, ne? Ja, Ist das nicht schön? Das ist richtig Kölsch. Genant eigentlich französisch, ne? ja, ja. Aber das mit dem Eckschäfchen, ich glaube, das müssen wir verklären. Das Ist ja kein Eckschäfchen- Schaf. Ja, das Eckschäfchen, das, ich weiß ja nicht, ob es das heute noch gibt. Wenn die Zimmer waren ja vorher klein und wenn ein Eck frei war, dann waren ein dreieckiger Schrank. Der wurde dann in die Eck gestellt. Der war also Niffesach. Und so ein Eckschäfchen, das ist dann ein Fraumensch, wo die Kerls vorbeiluren. Warum auch immer, weil sie genannt sind oder was weiß ich, ein Kätzemöhn sind. So Typ Aljuffer. Ja, Hellige Fort Angenis, ne, die sind dann noch jetzt scheinheilig, was weiß ich. Seht man scheinheilig oder schwingheilig? Ja, scheinheilig, das war jetzt von mir richtig Hochdeutsch gesprochen. Aber warum es das Heliofort Angenis ist, weiß man nicht. Also Angenis ist auf Pudutsch Agnes, das ist klar. Aber Angenis weiß man nicht warum, ne? Nö, der Kölsche ist ja dann erfinderisch, obwohl er ja nur 800 Wörter hat im Kölsche, so viel ich Es weiß. hat aber auch nichts mit Sint Angenis, mit der Kirche vom Röckerat zu tun, ne? Nee, auf keinen Fall. Ja, Weil dann das soll hätte ja man auch doch, wenn wir erst, bei der Kirche sind, ein Kätzemöhn. Das hatte man halt, im Das hatte Zusammenhang man mit alt. der Pilarebütze. Der Pilarenbütze, ja, da waren wir bei der Kerls, das hatten wir verklärt. Ja, Tränendier, das ist ein Tronskan oder Krofon. Mikrofon hast du für mich gesagt, wie du mich begrüßt hast in der letzten Folge. Was heißt das eigentlich? Hohn ist ja ein Hohn, aber das hat Griff, warum? Ja, wenn es schlecht zu Fuß ist. Aber das ist nicht dasselbe wie ein Suppehuhn. Ein Suppehuhn ist ein Huhn, was für nichts mehr gut ist, was kein Eier mehr legen kann. Das geht dann in der Suppe. Deshalb geht dann in der Suppehuhn. Suppe. Das ist dann nur noch gut für die Suppe, ja. Hat das jetzt mit dem Alter zu tun? Sagt man auch für alle Frauen Suppehuhn? Nee, nur für jüngere Frauen, ne? Nö, das kannst du auch eine alte Frau, wenn sie ihr Macke hat, sagt man, das Suppe holen. Jeder war auch Junglück, wo ich sage, Mensch, jeder so affektiert, lohnt was die sich einen Dö andät. Das ist ein richtig Suppehohn. Auf schönst die Suppehuhn sich ja nicht die Nägel lackieren oder so jetzt, ne? Ist irgendwie alles nicht so besonders konsequent. Ja. Da haben wir noch so die ganze Schenkwort mit Sch. Al-Schabrak hast du auch für mich gesagt in der letzten Al-Schabrak, Folge. Ja, vielleicht sollte man das verklären. Das ist ein Aldeck. Ein Schabrak muss nicht alt sein, die geht auch ganz neu und fing, wenn so ein Pad richtig gesattelt wird, so Reitpad, da gibt es echt die Schabrak. Damit der Sattel nicht so drückt. Das war vorher so 2 Zentimeter dicke Filzdeck. Die kommen auf das Bett und dann der Sattel drauf. Und wenn man da ein paar Jahre geritten hat, dann ist die Schabrak richtig fies geworden, unansehnlich faltig. Und dann sieht man dann auch ganz gewöhnlich, gucken Sie da gibt ein Al-Schabrak.
Also betrickst dich nur ob die Päder. Ich kenne es von meiner Schwiegermutter selig, die hätt, wo aus Wien, und die hätt für so ein Mäntelsche was ne Möb kriegt, hätt die Schabrackerl gesagt. Ach, wie schön. Ja, gut, das hat der Hund kriegt ja nicht zusätzlich einen Sattel, aber wenn es Geld vorgeht, dann ist, wie sie ist, Schabrackerl. Ist einfach kein Kölsch. Und die Frau heißt dann Al-Schabrak, weil sie so alt und fies ist wie so ein zerrissen, so ein Wolldecke. Ja, das hätte ich sagen. Ist ja eklig, ne? Ja, ja, und dann gibt es dann noch auch diese überall ihr Ürsche haben, ne? Die dann am Fenster liegen und alles mitkriegen. Das ist dann, wie man sagt, ein Luschhörnchen. Ein Luschhörnchen. Aber das fängt ja nicht mit Sch an. Wir waren doch beide. Ja, aber ist er mittendrin. Dick, es ist. Aber bei der Strateg waren wir noch. Das hatte man auch mit Sch. Ja, ein Strategiker, das kommt jetzt aus vom Militär. Das wurde erfunden, damit man ökonomisch schießen darf. Nee, das ist ein Schrapnell, was du meinst. Wir waren jetzt bei der Strateg. Ein Strateg ist das nicht dasselbe so hier. Nee. Von einer Kanonenkugel, die wurde mit Nägel und weiß ich was all voll gestoppt. Und wenn die dann beim Feind ankommen, gingen die auseinander und dann kriegten direkt 10, 12 Stück von den Nägeln und was da drin war, für die Schwart. Das war ist ein das Schrapnell. ökonomisch. Das ist ein Schrapnell, das ist kein Strateg. Das ist ein Schrapnell. Das Schrapnell war bei den Gewehren. Und die Strateg, Nee, das ist ganz jetzt anders, die Strateg. Da habe ich nämlich neue Leute. ja, dann erzählt mal. Nee, erstens mit dem Schrapnell. Ich habe gedacht, das ist so schön französisch, ne? Ist ja meistens, wir hatten mal Evans genannt. Und da habe ich gedacht, Schrapnell ist auch französisch, weil es am eng betont ist wie Chinant oder Paris oder so jetzt, ne? Ist aber überhaupt kein Französisch, haben sie Französisch draus gemacht. Ursprünglich, und ich hätte es nie geglaubt, war das Englisch. Englisch? Da war der Kerl, der das erfunden hat, der hieß Henry Shrapnel. Wenn du Mama, mir das wurde aber doch dann sicher mit A geschrieben, ne? Deshalb heißt es im Kölschen Schrapnell, ne? Und nicht Schrapnell. das wurde mit A geschrieben. Und Ja. dann wurde das so schön auf Französisch gemacht im Kölschen und heißt dann Schrapnell. Das klingt auch besser wie Shrapnel. Ja, das hätte ich auch sagen, obwohl es eine schlimme Sache ist. Aber wenn mir das einer verzahlt hätte und hätte der englische Name so ausgesprochen, hätte ich gedacht, der tät mich auf der Arm nehmen. Hättest du auch nicht gedacht, dass das ursprünglich Englisch ist, ne? Der Ja, schöne französische Ausdruck, Schrapnell. ja. Und damit wären wir alt. Nee, wir sind noch lang nicht am Ende. Ist es wahr? Das Strateg wollte man noch verklären. Da habe ich gefunden, Ach dass so, das ja. vom Latin von Carta, also Wovon? von Carta, das ist ein Urkund oder ein Albuch. Das ist dann so zerfleddert, wenn wir jetzt chartern, das geht auch davon. Und dann ist Strateg ist einfach umgetuscht. Ist nicht Strateg wie Charta, Carta, aber ist einfach das A und das R ausgetauscht. Boah, was du all weißt. Ja, meine Vater hat ja Erdkunde Ungarisch gemacht und da hat er öfters jetzt über das Wort verzahlt mit den Namen. Für ein Beispiel haben wir die ganze Name, wo am eng Born ist, wie Paderborn ist eigentlich Brunn, ne, der Pötz. Ja. Und so wurde das mit dem Strateg und Scharteg auch ausgetauscht. Ja. Das Brecher, was man als Kind da alles reingedauert kriegen hätte, das habe ich dann behalten. Damit sind wir bei der Frau Lück eigentlich alt am eng mit der Schengen wird. Ja. Ich habe ja gesagt, es geht wirklich nicht viel zu schenken über die Frau. Okay, vielleicht sind wir Männer viel zu höflich. Lassen wir den so stehen. Vielleicht fällt euch ja auch nichts in. Man weiß es nicht. Aber über die Jugendlichen geht es auch nicht so viel zu schenken, ne? Nö, man kann ja uns nicht Leben sagen. Ja, aber das soll ja geschandt werden. Also blieben wir bei einer Karossierstängel. Ja, das ist einer, der hinter der Mädchen herläuft, ne? Karessiere ist doch Lev, ne? Da geht doch in dem Eid von der Rude Funke auch nur Kölsche Mädchen karessiere. Ist also richtiges, ordentliches Kölsch. Ja, sehr gut. Ja, und der Possierstängel passt ja dann auch dabei, ne? Das ist dasselbe. Damit sind wir wieder beim früheren Französisch, ne? Aber das ist doch eigentlich nichts Verkehrtes. Nein, das ist nichts Verkehrtes. Ja, eine Labbes oder Labberitz, das sind dann auch so junge Leute, die auch ein bisschen flapsig sind
oder ein Lelbeck. Das wächst sich einfach mit den Jahren aus. Und was ist eine Lelbeck? Ein Lelbeck, ja, der nicht ganz, ja, die Dummheiten erzählt und noch nicht ganz reif ist. Hat das mit dem Jabeck zu tun, mit dem Platz Jabeck? Oh, das weiß ich nicht. Aber die Frage ist gut. Vielleicht kann die uns einer beantworten. Also ich weiß es nicht. Beck ist ja eigentlich der Schnabel, ne, französisch. Aha. Vielleicht hängt das damit zusammen. Da sind wir halt wieder. Die richtig gewöhnliche Schenkwörter sind dann doch viel kräftiger, ne? Der Saujung oder der Rotzlöffel, da haben wir auch nichts mit Französisch zu tun. Ja, dann kommen wir mal auf den Nymatsgrad oder der Flabes oder der Plackfüssel. Was ist da mit den Nymats gerade? Wieso vom Nymat? Grad ist Kröte, also wieso ist das ein Schenkwort? Ja, Eine Neumarktskröte, das ist doch Quatsch. ja, das ist so. Das ist eine gewöhnliche Jung. Das heißt, am Nymat ja wird so Lückscher, die da rumgehangen haben. Ja, oder so. nicht nur am Nymat, aber man kann ja nicht alle Plätze aufzählen, wo die sich rumtreiben. Ja, für die damit- Mädchen in dem Alter haben wir ja nichts zu schenken, ne? Ne, wir haben ja jetzt auch ja nicht richtig geschafft. Wir haben sie nur ein bisschen charakterisiert, wie man so schön sagt. Das ist eben so. Das ist Das ist die eben persönliche so. Meinung, das ist eben eine Flabes. aber vielleicht sollte man das Ganze jetzt mit ein paar Leefwörter abschließen, was das Gegenteil vom Schengen ist. Und wo bietet sich das an? Natürlich bei unser kleinen Bücher, die Jungen, die Benz, ne? Der Henner Berzau, der Kinderarzt, aber das führt jetzt zu weit. Der hat sie uns gesammelt. Für ein Beispiel, der Butzendresser. Das ist klar, der Hosenscheißer, ne? Wir sind jetzt bei der ganz Kleinen. Und das ist ja das Leves. Das ist ja das Leben. Das Jäg. Oder ein Barbadizie. Hören uns, das fühlt sich doch das ganz Leben an. Ein Barbadizie. Ja, das ist richtig für zu knubbeln. Ne? Ja. Und dann noch ein Stümpchen. Ein Stümpchen, das reimt sich dann auf Klümpchen. Ja, das geht doch in dem Lied von Kinder auf unger Grane Bäume. Da ist das Kind ob einmal fort und dann, wo ist es gerät? Nee, da loret Gretchen im Nax Gomütsche und das war vorher, wo ist mi Stümpche, wo ist mi Klümpche. Da habe ich das gelehrt, der Ausdruck. Ja. Hat für mich keiner gesagt. Genau. Oder ein Puzzlchen. Auch, das sagt man einfach auch für einen Katz, ne? Ja, die sind ja auch so schmusig. Und das Läfje. Und das Löfchen, ja. Und dann hätte man noch was ganz klar aus dem Französischen gehört. Der Stubeditz. Der Stubeditz. Ich habe nicht immer Löfchen für mich Töchterchen gesagt, auch wie es noch groß war. Das geht dann auch aus dem Französischen. La tout petite. Die ganz Kleine. Ist doch schön, ne? Och, was lief. Dann sind wir jetzt vielleicht mit der Schenkwort bei der Pense bis hier gut gekommen und mache jetzt noch uns der Durchgang mit der ganzen Schenkwort von der Frau Lück, damit uns Zuhörerinnen und Zuhörer das noch uns ordentlich wiederholen können. Okay? Ja, dann lass Jan. Da kommt der Jingle erstens. Was ist das? Jetzt möcht erstens der Jingle kommen. Ach so, ein Mannorchester. Tetrete, aufgepasst, es wird wieder Kölsch geliert. Trampel dir, Wackelend, Plutekopf, Schmuddel, Grönzel, Grünzelsmatan, Knüsselig Minsch, Tapezete Latz, Leppebell, Alschabrak, Schratel, Kratzbösch, Schratelsmuhl, Kätzemöhn. Schlabberschnüss. Ja, sagen wir, das wäre jetzt gut. Nee, Schnadderateng müssen wir noch machen, weil sich das so richtig fies wie. Naderateng. Ja, das war es für heute und wir hören uns hoffentlich wieder die nächste Woche. Tschö. Tschö.